Das 9. Kapitel. Eine flammfeierliche Liebe zwischen der eisernen Balkon und der roten Luden. Der eiserne Balkon und der rote Luden sind gewähnt verbinden zwischen sich, nicht nur mit Krieg allein, nicht nur mit Kindern, mit Sinnen, mit Kummer und mit Schlechtkeit. Am eisernen Balkon mit der roten Luden und nach dem verbinden zwei junge Herzen mit den stärksten Keiten in der erste, süße, zauberliche Liebe. Nicht einmal hat der eiserne Balkon geschickt zu der roten Luden heiße, flammfeierliche Brieflich. In der roten Luden haben geantwortet am eisernen Balkon mit sudige Wölke, mit brennendicke Augen, mit klingendicke Kischen. Der eiserne Balkon hat nicht gekannt Leben ohne der rote Luden. In der roten Luden haben vergossen heiße Tränen und sie haben nicht gesehen vor sich am eisernen Balkon. Boris Friedman und Roger Fuhrmann, wo seinen von Kind war gewachsen unter ein Dach, der Zeugen geworden gleich, gelehrt bei ein Lehre, haben sich die ersten Juden Fahnd gehabt so stark, als nicht einmal haben sich über die Mütters zwischen sich gekriegt und gerissen. Boris hat somit beigekommen, die kleine Rosetschke, und hat sie oft nur geschlagen, vor ihr Weinen, vor ihr Blusen sich, vor ihr Gadles und alle ihre anderen Males, was sie hat gab wie Irische von ihr Taten. Boris, verkehrt, ist gewesen ein Freilicher, ein Lebendiger, ein gesinnter Jingatsch, und hat nicht gekannt, Säuvel sein, Rosetschkes quitschedig Kellechow, und hat nicht gekannt, umkicken ihre ständige, verweinte, schwarze Äugelich. Bis er hat sich gut aufgehört, mit ihr zu begegnen. Und also ist er weggegangen in der Zeit mit Juden. In der dosige Zeit ist Rose gewachsen allein, unchabetes, unbekannte. Und ihre junge kinderische Juden sind gegangen, sei immetig, einfach und traurig. Die Mitte ist gewähnt vernehmen, früher mit Politik, viel mit Plotkes, noch dem mit dem Prozess und zuletzt mit dem eisernen Balkon, in welchem sie hat kein Auge nicht darauf gelassen. In der Futter hat ihr von Kind war so bewiesen, als ist ein Futter. Und vor ihm war sie der Regere zu. Selten hat sie sich gesehen mit dem Futter. Kommendig von dem Schraube hat sie allein aufgegessen und genommen sich zum Bichel. Zum Futter im Kabinett daran hat sie Meure gehabt daran zu treten. Seiden amul begannen sich, Chitz von amul sich begannen, dadurch Sparunkele, Chappen Makik in Antläufen. Mit der Mitte hat sie ja lieb gehabt zu sitzen in der Zeile in Maßes. Nur am meisten Teil hat die Mitte verbracht am Fenster, kicken die Garof auf dem Balkon. In jener Zeit hat man sie nicht getut umrieben, in überschlugen ihr die Gedanken. Und nicht einmal hat Rosetschke gehabt Patch von der Mitte, der Fahr. Von der Mitte, der Fahr, wo sie ist gekrochen zu ihr damals. Bei sie ist gesessen beim Fenster und gekickt darauf auf den Balkon. Von damals an hat scheint das Kind gewusst, als wenn der Mitte sitzt beim Fenster und kickt dahin, tun wir zu ihr nicht zu gehen. Erst damals, als Rose ist alt geworden, 13 Jahre, und ist schon gegangen in Pension, ist sie gewohl geworden, wo es bedeutet, hat der dosige eiserne Balkon. Und verwusst kickt dahin in der Mitte, mit der Saarfeier. Wie viele schreckliche Sachen hat Rose sich damals umgehört von der Mitte. Von wie viel Schlechtigkeit, Verdorbenheit und Undankbarkeit ist sie gewohl geworden, zu 13 Jahren. Mama, teure Mama, kick gut nicht dahin. Und allein pflegt sie sich verkaufen und hat mal kick auf dem Balkon. Und lang kicken, als glaube Madame Friedman, wie so ist auf der glaube Madame Friedman, wie so ist, sie warft sich heran
in der Karette heran und flieht darin zwischen die Kleiden und bringt sie vieren nach Heim, Päck mit Scheure, mit Essenwagen. Und wie so Gäste fuhren up. In sei, die Fuhrmann kicken nicht gemacht der lichtige Schein. Keiner fuhrt zu sein nicht. Und sei kennen sich mit keinem nicht. In den Stieb fühlt man sich wie bei dem ärgsten Katzen. Der Futter teilt allein heraus in Markaran und nimmt up Gerben bei jedene von Fleisch, von Salz und von Zibeles. Und amol beiset sich auf die Mitte, als sie fällt daran im Bett daran und bewascht sich mit Reden. Die vergesst sich, schreit auf jede Futter. Du willst mich mit alles stellen? Ich soll davon gehen über die Hase über die ausbringen. Alle Tag halb Pfund Licht, wenn vermuckt es alle Tag 2 Pfund Fleisch. Wer vermuckt es alle Tag 2 Pfund Fleisch? Nicht einmal im Tag essen Fleisch, bei Otasa Jakres. Es ist noch karg, wo die Kechen begann wird mich alle Tag, alle Schuhe, alle Minuten, alle Regen, und man zertrückt mir die Beine von allen Seiten. Man rabbe wird, man gaselt, man rast von der Hand, und keiner sucht nicht kein Wort. Der Mutter liegt mit dem Puhn im Kissen, und die Tochter sitzt nun neben ihr und zittert wie ein Schäferle. Sie hat meure aufheibende Augen und ist sich machaie, was ist schon an Schweigen geworden. Der Futter heißt, bei die solche 2 Frauen, kein andere Nummern hat er bei sein nicht. Steh auf, Mama, ist schon an Schweigen geworden und liegt schon auf der serratenen Sofa. Teibele steht auf mit roten Augen, zwischen der Mitte mit dem Tochter verbindet sich ein langer Geschmiss. Nur still, kaum was mir hört. Wenn alles wird du übergerät. Ja, so ist sie, Teibele, ist amul gewähn glücklich. Ja, so ist er seinen amul gewähn rach. Emes, sie sind Zind auch nicht urem. Es kann sein, als er seinen Zind rache wie amul. Nur sie weiß es nicht. Das weiß er. Er hat das Geld im Kasten, in dem eisernen Kasten. Dort liegen Sachpapiere, Wechseln, Dokumenten, Bankove Billetten, Maschkoines, Geld. Und nur er allein geht zum Kasten. Er hat bei sich die Schlüssel und sie hat Meure, sie sei sich zuzureden. Sie will ihn nicht fragen. Sie ist gern, als ihr es geht, als tscheppert sich nicht. Und als über sei, über auch die Merde, was seinen auf dem eisernen Balkon. Was ist dort beacht, was soll das? Schreit Fuhrmann, liegendig auf das serratene Sofa. Fuhrmann zittert vor der Schorch. Hat Meure verganuven, vergaslunen, man soll ihm Cholire nicht befallen. Verlässt sich auf keinem nicht. Allein vermacht alle Nacht der Reute Luden, verschließt die Tür und gabt sich auf etliche Mal in der Nacht und tappt dem eisernen Kasten den Schlüssel. Auf jeden Basinder kickt mit Meure, mit Geschad. Jeder ist etwas wie verdächtig. Viele das Wab, das Kind, warfen Augen auf ihn und amure Scheure. Bei Eisenseite sitzen im Schlafzimmer und schischken sich Stillerheit. Wer weiß, öfter reden sie sich etwas ab zwischen sich, vertrachten sie schlechte Machschuhe gegen ihn. Rosele, komm mal her, Rosele. Mit der abgelassenen Augen, blasse, aber erschrockene, geht sie zum Futter. Komm mal her, nehmt ihr. Kick nur ein bisschen, wie sie hat es Meure. Ich will dich nicht aufessen. Ich bin nicht kein Dus. Sag nur, Tochter. Was ist dort ein Gewinn bei Ach für ein Dus? Was hat dir die Mama etwas gesagt als ehrliches? Sag nur dem Dus. Der Mensch. Sag aus. Hab kein Meure nicht für Dus. Nur amul
sehr selten trefft sich bei ihm auch ein Giptischuh. Wird etwas wie lebendiger, minterer und weicher. Kijkt dem Wab in die Augen heran, wie eine, was fühlt sich als schuldig. Macht mit ihr Reit wegen dem Tochter, wegen seiner einzigen Tochter. Ist Tabele, dus, ich meine gegen dem, Rosele ist schon keine Hore adus, a fein Meidl. Wollte schon bedarf, a Trachtung, mit Koich adus, danken Gott, a bissl dus, ist voran, nicht kann Sach. Also, kann Maße nicht, hat sich a Tappen, Käschen, bei der Schlüssel, versteht sich, ob man wird uns aufgeben, alle dus, ob es wird nicht an, Chulili kann umsetzen, behandliche dus, von Rosele, wegen, habe ich umgelegt, was in der, ein bisschen dus. Kijkt sich herum auf alle Seiten, sollst du noch nicht Jugendteilben. Ein Kind, was teugt es ihr zu wissen. Also es wird kommen wie dus, die Zeit wird sie allein wissen. Teibele vergesst sich, sie meint, als das ist amulige Juden, bei Eis sie hat gekonnt, da geschreit und auf Meiden, also er soll ziehbasen, die Zink. Sie stellt tun ihre schwarze Augen auf ihr Mann, und halb tun zu tarnen für ihr Kind. Ich verstehe nicht, was ist du voran, Meure zu haben, für ein eigenes Kind. Ich bin fragt, Scha, halb der Firun zu schreien, machen dich mit den Händen. Seh nur, wie man hat hier du ungeriet dem Honor. Ich soll dich wollen folgen, wird mich schon lang bedarf keinen, die dus in der Hase. Die kehrst meinen, als bei mir ist viele Kastenes mit dus. Die Madame Fuhrmann geht weg von dem Mann mit einem bitter Herz. Und es geht weiter weg, finstere, düster, traurige Tag. Lang, ohne Sof, ohne Eck. Der Mutter sieht ihr Treis bei ihr Kind, bei ihrer einzigen Tochter, bei ihr teure, getreue Rosetschke. In ihr teure, getreue Rosetschke sieht ihr Treist in ein beigele Postpapier, welches beschrieben Gedicht von alle 4 Seiten. Mit der Sach passiklich, mit der Sach passiklich und mit der Sach pintelig. In dem das ich ein beigele Postpapier, welche Rose trug bei sich auf dem Herz, leint es nur bei Nacht. Bei 2 Groschen die Lichtel, bei die ganze Stiebschluft schon lang, steigt geschrieben das Dasike. Meine Schumme, mein Leben, mein Malach, Rose, das liebste Wort, der größte Titel wird sein, nur eine Beleidigung von meiner Liebe zu dir, mein teure Leben. Ach, vor was bin ich so gestruft, als ich muss mit dir reden auf Papier? Was haben mir als solches versündigt? Mir dacht, als in die 3 Jahren, wo es unsere Herzen sind sie aufgeknippt geworden, mit der süßen einigen Liebe, ob mir außer Schmerzen kein gitte Schuh nicht versiegt. Nur danken Gott, ich kann dir versichern, als das ist schon das letzte Jahr, der letzte Chodesh, der letzte Woche, die herrscht, der letzte Woche von unserer Rest. Nicht mehr wie in 5 Tagen endigt sich bei mir der Examen. Und ich fuhr, nein, ich fliehe zu meiner teure Rose auf Tummet, auf eibig, mein Rose, mein schmeckerige, mein blühendicke Rose, mein eibige und mein einziger Freund auf die ganze Welt. Von mir dein Freund, dein Bruder und dein Ausleise, wo es der Wart schon die Minute gerege zu sehen, die, wo es Christi Erd von deinem Fies dreht, wo es lebt im Ganzen, nur zu lieb dir, wo es trug dein Porträt als ich auf dem Herz, wo es wird Gott vor dir ständig, wo es biegt sich dir von Warten. Boris Friedmann.